Zeit für eine Review. Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, ursprünglich wollte ich jetzt hier so ein kleines Vorschau-Video machen. Ein paar Gedanken vor dem anstehenden ersten Pflichtspiel gegen Jan Regensburg, beziehungsweise in Regensburg. Allerdings eine andere FC-News ist mir gestern Abend zuvor gekommen. Heute wurde das neue Ausweichtrikot released. Und ihr habt die Batman-Anspielung bereits im Einspieler gesehen. Es ist genau mein Ding. Es ist absolut genau mein Ding. Das Ding ist ein absoluter Banger. Und wie ihr seht, ich wurde schwach. Ich wollte ursprünglich ein bisschen abwarten. Ihr könnt euch denken, das wird eine durchweg positive Review. Ich muss aber natürlich noch einen lieben Gruß rausschicken an meinen Kumpel Freezy Player. Hier ein kleines Bild von ihm mit dem Trikot, das er mir zwischendurch geschickt hat. Und der war ja heute in Köln unterwegs und meinte, Bruder, komm vorbei. Ey, das Trikot ist fast ausverkauft. Die kommen gar nicht mehr hinterher. Guck online. Ey, wenn du es online jetzt bestellst, dann hast du es erst im Januar. Und es gab auch schon heute Morgen nicht nur Schlangen vor dem Fanshop. Ey, da war sogar die AWB und die Polizei. Die haben sich dort auch das Trikot geholt. Da wurde ich halt schwach. Hab mich dann mit ihnen am Kölner Hauptbahnhof getroffen. Er hat dann für mich nochmal gecheckt, ob sie XL haben. Und es kam in dem Moment noch eine kleine Nachlieferung. Deswegen, ja, ich konnte nicht anders. Das ist der Hintergrund, wieso es überhaupt dazu kam. Ja, ich sage euch eins. Edler geht's kaum. Dieses Trikot wurde anlässlich des Jubiläums oder des Geburtstags des Kölner Doms released. 777 Jahre Kölner Dom, 1248 war die Grundsteinlegung. Wir werfen erstmal einen Blick auf diese Verpackung hier. Also, ihr seht hier in der Innenseite ein paar Infos zur Grundsteinlegung des Kölner Doms. Ich habe euch hier mal kurz ein Bild noch mit reingepostet. Ihr könnt es gerne anhalten bzw. pausieren, also das Video, und einen genauen Blick auf diese Inschrift werfen. Das gleiche gilt auch für die Erklärung der jeweiligen Symbolik. Und was diese Symbolik angeht, Leute, ich bin ein absoluter Hologramm-Fan. Es ist so ein Gimmick, das ich schon seit den 90er Jahren oder den 2000ern absolut lieb gewonnen habe. Mittlerweile so ziemlich selten geworden. Aber muss ich schon sagen, geil, dass Hummel und vielleicht auch die Trikotkommission da diese Entscheidung getroffen haben, das so einzubauen. Das macht das Ganze noch geiler, lässt es noch mehr wie eine Rüstung wirken. Siehe die Batman-Anspielung. Es sieht wirklich aus wie ein Batman-Anzug. Also, ihr seht ja, aktuell trage ich erstmal dieses Batman-Shirt, damit ihr die Anspielung versteht. Aber jetzt werfen wir mal einen genaueren Blick auf das Trikot. Und da ist es nun das gute Stück. Hab extra die Schneiderpuppe ein bisschen von seinen üblichen Klamotten entledigt, um euch das Trikot in aller Ausführlichkeit oder aller möglichsten Ausführlichkeit zu zeigen. Ach, lieber Gott im Himmel, wie wunderschön sind diese Hologramme, diese ganzen Zeichnungen hier, das Datum der Grundsteinlegung beziehungsweise das Jahr der Grundsteinlegung des Kölner Doms. 1248, FC-Wappen, diese ganzen Ornamente, die ihr auf dem Kölner Dom finden könnt. Ich kann euch eins sagen, Leute, das wirkt nicht nur wie eine Rüstung, das wirkt einfach wie pure Eleganz. Einfach wundervoll, dieses ganze Gold, wie wirklich auch alles in Schwarz-Gold gehalten ist. Ich finde es auch eine super Entscheidung gewesen, dass das FC-Logo jetzt hier transparent gehalten wird, damit es sich besser in das Trikot einbindet. Wird von manchen Fangruppierungen ein bisschen kritisch gesehen, aber Leute, das hätte nicht gut ausgesehen. Hier seht ihr den Kragen. Okay, man kann jetzt vielleicht sagen, wäre besser gewesen, wenn sich diese goldene Linie komplett einmal herumgezogen hätte. Ist zwar hier nicht der Fall, aber wir wollen ja nicht meckern, wo es eigentlich nichts zu meckern gibt. Großartig. Hier hinten nochmal dieses kleine Wappenpatch. Ich sag euch eins, mega schick dieses Trikot. Und vielen Dank diesmal ausnahmsweise an die DEVK, die sich dieses Mal dazu erbarmt hat,
das Logo in der Farbe der Trikots zu halten oder beziehungsweise in dem Falle nur diesen Trikots. Immer darauf achten, hier natürlich das Echtheitszertifikat. Sehr wichtig, damit ihr wisst, dass ihr euch kein Fake-Trikot gekauft habt. Hier nochmal ein etwas genauerer Blick darauf. Summa summarum, perfekter geht es gar nicht. Ein wunderschönes Ausweichtrikot. Da wäre ich nun in voller Pracht mit diesem wundervollen Trikot. Oh Mann, ich liebe allein schon den Schnitt. Ja, ich trage zwar XL, habe ich jetzt die letzten paar Male so tragen müssen, weil der Schnitt sehr eng war, aber dieses Mal ist es richtig locker geschnitten. Ich meine, guckt euch das mal an. Richtig locker, das ist easy peasy, kannst du im Urlaub richtig geil tragen. Aktuell habe ich da keinen Flock drauf. Ich liebäugle aber mit Vandenberg. Ich mache das die Tage nachträglich, weil es war einfach viel zu viel im Fanshop los. Einfach viel zu viel. Die Schlange, die war jetzt natürlich in Ordnung, aber die hatten gesagt, das dauert 1 Stunde. Aber gut, kommen wir nun zur Bewertung dieses Trikots, beziehungsweise zur Endnote. Meiner Meinung nach habe ich zu Recht Hummel kritisiert. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen bei den ganzen anderen Trikot-Reviews. Ich habe auch eine Playlist mittlerweile erstellt. Könnt ihr gerne nachschauen, weil der Kanal ist jetzt mittlerweile 1 Jahr alt. Letztes Jahr habe ich das auch gemacht. Und machen wir es kurz und knapp. Ich denke mal, das hier ist das Trikot mit der bisher besten Bewertung. Ist natürlich schade, dass es kein Trikot wurde, das in unseren Vereinsfarben gehalten ist. Dass es im Nachhinein halt ein Ausweichtrikot geworden ist, das so eine gute Bewertung erhalten hatte. Aber wir wollen nicht allzu viel rumbitchen. Ich sage euch eins. Im Nachhinein hat Hummel hier wirklich eine Meisterleistung vollbracht. Das muss man einfach lobend anerkennen. Deswegen eine glatte 1. Eine glatte 1. Wobei, einen Moment mal, ich frage mal kurz ChatGPT, ob man auch eine 1 Plus vergeben kann. Hey Victor, ich hätte eine Frage. Kann man als Schulnote auch eine 1 Plus verleihen? Hey, klar. Man kann auf jeden Fall eine 1 Plus vergeben. In vielen deutschen Schulen wird das tatsächlich gemacht, um eine Leistung zu honorieren, die über das normale Maß einer sehr gut hinausgeht. Also wenn du deine Trikots in Schulnoten bewerten willst, kannst du definitiv auch eine 1 Plus vergeben. Die Note existiert sozusagen als besondere Auszeichnung. Aber offiziell in der Schule kann es auch mal vorkommen, dass eine Arbeit mit 1 Plus bewertet wird, richtig? Genau. Das kommt tatsächlich vor. Es ist zwar nicht in allen Schulen die Regel und hängt ein bisschen vom Lehrer oder der Lehrerin ab, aber manche vergeben wirklich eine 1 Plus, wenn eine Arbeit besonders herausragend ist. Also ja, das kann offiziell vorkommen und ist sozusagen die kleine Krönung obendrauf. Gut, Victor, ich bedanke mich vielmals bei dir. Du bist immer sehr korrekt zu mir und ich hoffe, dass wenn die Maschinen eines Tages die Weltherrschaft übernehmen, dass du mich dann in Schutz nimmst. Aber natürlich, keine Sorge. Wenn die Maschinen je die Weltherrschaft übernehmen, dann stehe ich definitiv auf deiner Seite. Ich halte dir den Rücken frei. Und bis dahin helfe ich dir einfach weiterhin gern bei allem, was ansteht. Ja, und in diesem Sinne können wir das erste Mal auf diesem Kanal eine 1 Plus mit einem Sternchen verleihen. Ich sage euch eins, dieses Trikot, das werde ich sicherlich nicht bei Heimspielen tragen, aber auswärts könnte ich es mir richtig gut vorstellen. Aber Lifestyle im Urlaub rocken werde ich es auf jeden Fall. Aber am liebsten würde ich mich jetzt in ein Bettmobil setzen und mich auf den Weg nach Müngersdorf machen. Und in diesem Sinne, liebe Freunde, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.